Durchs Kirchenjahr in einem Allgäuer Dorf. Das ganze Jahr hindurch begegnet man bei uns im Allgäu Brauchtümern, die sich einem Nichtchristen vielleicht nicht sofort erschließen. Hier also ein Guide mit den wichtigsten allgäuerischen Schlüsselbegriffen. Stell dir vor, du bist im Dorf unterwegs. Der Winter hat gerade begonnen. Was sind diese runden grünen Dinger mit 4 Kerzen drauf, die ich durch viele Fenster sehe? Das sind Adventskränze. Mit diesen Kränzen verkürzen wir uns die Wartezeit auf die Geburt Jesu. An jedem der 4 Adventssonntage zünden wir eine Kerze an. In vielen Familien wird an solch einem Sonntag oder Sonntag in Kerzenschein musiziert. Das ist wirklich gemütlich oder Diege, wie wir Allgäuer sagen. Was sind das für komische Gestalten? Am 6. Dezember kommt der Nikolaus zu den Kindern ins Haus und bringt einen oder mehrere Klausen, allgäuerisch Klöße, mit, die sich mit Fell verkleidet haben und eine große Glocke mit sich tragen. Nachdem der Nikolaus einige Familien besucht hat, ist im ganzen Dorf Klausentreiben. Da geht es wild zu und man darf kein Angsthase sein oder wie wir Allgäuer sagen, Hennerfiedle sein. In so vielen Schaufenstern habe ich kleine Häuschen mit Figuren drin gesehen. Das hat sicher was mit Weihnachten zu tun. Genau, das sind Weihnachtskrippen. Am 24. Dezember feiern wir die Geburt Jesu, die in Bethlehem in einem Stall geboren wurde. Diese Szene wird in einer Krippe oder Krippe nachgestellt. Warum laufen verkleidete Könige durchs Dorf? Das sind die Sternsinger, die heiligen 3 Könige. Sie kommen am 6. Januar, um jedes Haus, jedes Hüs zu segnen und beispielsweise vor Brand und Unglück zu schützen. Ich bin verwirrt. Gestern noch war hier ein Umzug mit vielen verkleideten Leuten und lauter Musik und heute geht es ganz ruhig zu. Noch dazu habe ich Menschen mit einem schwarzen Kreuz auf der Stirn aus der Kirche kommen sehen. Was hat das wohl zu bedeuten? Nun ja, der Fasching ist vorüber und die Fastenzeit, die Vorbereitungszeit auf Ostern beginnt. Heute ist Aschermittwoch, der Eschig-Mittwoch, der erste Tag der Fastenzeit, an dem der Pfarrer den Gläubigen zum Zeichen der Buße und Reinigung ein Aschekreuz auf die Stirn zeichnet. Es wird langsam Frühling im Dorf. Heute habe ich schon mehrere Menschen mit geschmückten Stangen gesehen. Was sind das für Dinger? Wir erinnern uns heute an den Tag, an dem Jesus nach Jerusalem gekommen ist und von den Bewohnern der Stadt mit Palmwedeln herzlich begrüßt wurde. Es ist Palmsonntag. Da hier logischerweise keine Palmen wachsen, werden die sogenannten Palmbosche mit allerlei Grün, bunten Bändern und Eiern geschmückt. Die Kinder haben beim Basteln oder Mechele viel Spaß. Komisch, die Kirchenglocken läuten gar nicht mehr. Ja, es ist bald Ostern. Das Ende der Fastenzeit ist gekommen und die Auferstehung Jesu wird gefeiert. Am Karfreitag ist Jesus am Kreuz gestorben. Als Zeichen der Trauer schweigen nun die Glocken bis zum 3. Tag, dem Ostersonntag. Wenn jetzt am frühen Morgen vor der Kirche ein Feuer brennt, bitte nicht die Feuerwehr rufen. Das ist das Osterfeuer, das Osterfeuer, das zeigen soll, dass der auferstandene Jesus Licht in die Welt bringt. Warum verkleiden sich die Kinder als Braut und Bräutigam? Es ist der Weiße Sonntag. Die Mädchen und Jungen, die Fehler und Buben, empfangen an diesem Tag zum ersten Mal die heilige Kommunion. Dazu tragen sie besonders schöne Kleidung, allgäuerisch Häs. Der Sommer kehrt ein. Auf der Wiese am Rande des Dorfes ist heute richtig was los. Lauter Kühe, die vom Pfarrer nass gespritzt werden. Jetzt im Juni, kurz vor dem Almauftrieb, werden die Kühe und Kälble vom Pfarrer gesegnet. Das soll sie vor Unfällen und Unwetter schützen. Achtung! Kuhfladen oder wie wir sagen, Kürpflatterer. Der Herbst ist da. Was ist denn da los? Ein Mann in rotem Mantel reitet durch das Dorf und Kinder mit Lampen laufen hinter ihm her. Heute ist der 11. November. Man gedenkt dem heiligen Martin, der ein römischer Soldat war und seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat. Die Kinder tragen Laternen oder Laderna, mit denen sie Licht ins Dunkle bringen und als Gemeinschaft wirken wollen. Wir hoffen, auch wir konnten etwas Licht ins Dunkle bringen. Viert Gott!